Eure Promotion dritte Spieltag. Der Swift von Esper empfängt den US Sandpfeiler. Auch wenn das Topspiel von diesem Weekend den FC Erzella Ettelbrück gegen den FF Norde war, bleibt das Spiel ganz interessant. Die zwei Mannschaften können nämlich eine Rolle beim Abstieg an der BGR League spielen. Der Swift von Esper hat im Moment 4 Punkte nur Remis gegen den Atat Biesen. Nur unglückliche Forfait gegen den FC Erzella Ettelbrück konnte der US Sandpfeiler den Weekend nur 3 Punkte kriegen. Et muss aber 14 Minuten werden für die erste Goalchance zu gesehen. Der Correa mit einem weiten Ball den Andrade verteidigt schlecht. Es kommt zurück beim Hege. Hege spielt dann mit Madi. Madi fixiert den Andrade, spielt am Lauf für den Hege, den ganz Zeit bleibt. Den spielt den Ball über den Goalkeeper und möchte dabei den ersten Goal für den Swift klar. Ausschlaggebend für diesen Goal ist natürlich Pass von Madi, mit der Not, die weiß, wie der Hege den Ball rammt, also auch nicht so ganz einfach. Damit geht der Swift dann mit 1-0 auf Führung, und das noch 14 Minuten. Mit so unerwarteten Führungstreffer gefallen ist, kommt auch der Ausgleich an der 22. Spielminute. Sampaio für den Tuimumu. Tuimumu aus der Distanz aufgefälscht vom Regi, ein Goal in den. Den aufgefälschten Schuss lässt Susan keine Chance und somit gleicht Sandpfeiler aus. 29 Spielminuten Freistoß für den Correa, den ist perfekt für den Moje, aber hier kann der Ball aber nicht rauskommen. Es gibt just einen locker Ball für den Almeida. Dann gibt es für Sandpfeiler ein ähnliches Fass wie den Ausgleichstreffer. Der Sampaio kriegt den Ball, lädt den Trick für den Dalbene, den aus der Distanz probiert, mit dem Skier geht es just drüber. 41 Spielminuten dann Eckstoß für den Swift. Correa Moje verlängert, könnt beim Albanese. Albanese trägt auf den Moje, den der Ball randregt. 2-1 für den Swift. Feld als der Correa der beste Mann, auch wenn er mit diesem Schuss nicht viel Erfolg kriegt. So geht Gastgeber dann mit einer 2-1-Führung an die Halbzeit an eine Partie, wo der Rhythmus ein bisschen gefehlt hat. Die erste Goalchance aus der zweiten Halbzeit aus für die US Sandpfeiler. Der Neves probiert einfach aus 45 Meter, mit dem Ball war natürlich ohne Problem für den Susan. Auf der anderen Seite kommt ein ganz präzises Flank vom Correa auf den Mojeun, mit dem sein Volley ist komplett verfehlt. Hannendrun aus nur eng schlechte Kontrolle vom Albanese de Ball verloren. An der 56 Spielminute probiert den Tuimumu dieselbe Schuss wie zum Ausgleich, mit des Kehr aus dem nicht aufgefälscht und dementsprechend auch nicht gefährlich. 4 Minuten danach Freistoß für Sandpfeiler. Die geht vom Tuimumu geschoss ob den Neves und der Neves hat den Ball rausgemäht, wann die Kehrtour vom Randea zur Reihe gewirrscht wird. Medegefuhr war noch nicht fort. Das war nämlich ein Eckstoß für den US Sandpfeiler. Die wird gespielt vom Tuimumu auf den Neves, Neves mit der Flank, und da könnte fehlen am souveränen Kopfspiel. Der Ball kommt zurück beim Sampaio. Sampaio für den Dalbene. Dalbene am Strafraum rund. Dalbene Schuss und der geht auf die Latte. Der Neves probiert noch einen Ausschuss mehr Richtung an einer Abseitsposition. Innerhalb von ein paar Sekunden hat Sandpfeiler 2-mal die Chance auf einen Ausgleich, aber der Spielstand bleibt bei 2-1. An der 72. Spielminute nur ein Avor für den Swift kann der Andrea Zuarei flanken, der Moje sei Kontrolle ist gut, hier setzt sich durch, schießt, aber sein Schuss geht knapp drüber. 1 Minute danach probiert den Albanese ein Volley, aber der geht weit drüber. Wir spielen nur Spielzeit. Letzte Chance für Sandpfeiler. Freistoß Tuimumu, Kappball in die Ei. Lopez, der Ball ist dran. Nee, der an die Sorei. Kommt noch ein den Ausgleich retten. Gucken wir mal den konfus Phase an der Zeitlupe. Den Susan geht raus, mir alles, was bereit aus dem NDI sein Kopf, der Ball ist schon fort.
Die könnt beim Lopez mit dem sein Kalbspiel gëtt vum Randria Zorei aufgefälscht. Also mat konnte Randria Zorei den Ausgleich verënneren. So gewinnt de Swift vun Asper mat 2-2 sein zweiten Heimspiel geht den US Sandweiler. Auch van Eremie méi logisch gewircht wie kont Mannschaft vum Serge Wolf die 3 Punkte nach retten. Sommer ziele Silo 7 Punkten an stehen op der 4. Platz an der Tabelle. Die anderen Resultate aus der Ehre-Promotion. Rodange gegen Union Mertet Wasserböllech 5-0, FC Erzella Ettelbrück gegen den FF Norden 1-0, FC Wolfs 71 gegen Datat Biesen 3-2, Swift Hasper gegen US Sandweiler Diet gesinn 2-1, US Holstadt gegen Avenir Becken 7-0 und dann Union Ash gegen den FC Mama 32 2-1. Das Spiel zwischen Monnerich und Grevemara wird mehr später in der Saison stattfinden, weil der Keeper von Monnerich Valentin Roulet am nationalen Kader ist. 3 Ekippen nur bislang alles gewonnen, dass den FC Erzella Ettelbrück, den FC Wolfs 71 und Union Ash. Sie haben dann natürlich allen 3 9 Punkten. Dennoch stehen ganz innen an der Tabelle mit 0 Punkten den FF Norden, den FC Monnerich, den CS Grevemara und Avenir Bergen.